damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Wixxer 3 Wild Hunt. Mein Name ist Gerald und heute gehen wir mit der Ciri auf den Berg und da müssen wir anscheinend irgendein Arschloch killen, also beziehungsweise das Arschloch killen, das so unseren Spätzl umgebracht hat. Ja, die letzten Tage ist der Stream ausgefallen, weil es mir zeitlich nicht ausgegangen ist, aber heute sind wir wieder voll dabei in der Welt von Geralt. Avallac'h behauptet, dass Imleriths größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Avallac'h doch. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avallachs Schüler. Avallac'h doch mal. Schauen wir ein bisschen auf Ciris Arsch. Oh, ist schon geil. Ja. Schon geil, ein Arsch. Der Weißhaarige hat mal den Herrinnen gedient. Aber er ist ein Fremder. Oh, nicht schon wieder. Was habt ihr noch alle immer gegen Fremde? Lass sie doch. Aber Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Hucken wir uns nieder, oder? Vielleicht gibt's was umsonst. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir. Warum können wir nicht durch das Tor? Wie immer erst einmal die weißen Dialoge, weil... Entschuldigung, die sind jetzt story-relevant. Du hast ein Tor erwähnt. Und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten. Sie kehren nie zurück. Doch, das tun sie. Fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Okay, das ist jetzt komisch. Weil ihr Dagmar, das ist jetzt eher so das... der Nachtisch für die Damen. Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Erstmal, was wird denn gefeiert? Dieses Fest, worum geht's da überhaupt? wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Oh, wie das? Echt? Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Kann ich bei ihr Ding machen? Axi? Warum brauchen die Herrinnen eure Kinder? Ja, damit wir was zum Essen haben halt. Eure Kinder, warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Ihr sagt, die Herrinnen segnen euch. Ja, denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling,
und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Handvoll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Velen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht. Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Velen? Es reicht niemals. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Nein, haben wir nicht, denn wir sind jetzt durch, wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt, wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Was für Kreaturen die Welt unter einem menschlichen Schleier betreten, das weiß niemand. Wir alle benutzen diesen Schleier, wann und wie wir wollen. Also ich muss jetzt zu der Thekla. Dass ein wahrer Nutzen noch keinen offenbart. Thekla, warum gibt man den Namen so bekannt für? Eiche wird uns reich beschenken, ja? Und Ciri. Ja, da ist. Beifuß. Wohin des Wegs, Herrinnen? Gnädige Herrin, schenkt meinem Enkel Gesundheit. Er macht viel Unsinn. Aber er ist ein guter Junge. Schenkt ihm Gesundheit. Junge. Ich bitte euch. Was jetzt? Cutscene. Guck mal, ein Kind. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Ah. Er heißt Hansi. Den kennen wir doch, an Hansi Hinterseher. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens, keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Erstmal, was machst du hier? Was machst du hier? Das letzte Mal waren du und die Mumen nicht gerade Freunde. Ich habe eine Einladung bekommen, die ich nicht ablehnen konnte, wie jedes Jahr. Auf ihre eigene Art respektieren die Mumen mich und wollen mich beim Sabbat dabei haben. Also gehe ich hin, bin dabei und gehe bei Sonnenaufgang wieder nach Hause. Und ihr? Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten, aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Haben die Mumen Gäste? Wir suchen einen Elfen namens Imlerit. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt. Warum sucht ihr ihn? Er hat meinen Freund getötet. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Da wär's zäng. Den Typen, den mal fertig. Warum kriegen wir den Schlüssel nicht? Der Schlüssel. Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder. 3 Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich. Was kann er denn? Ist halt Verlorene hässlich. Stimmen wiederfinden, zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Er ist alt und hässlich. Oh Mann, ich mag den Hansi. Okay, wir müssen es versuchen.
Wir müssen zum Gipfel. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Da Der Hansi. Mond geht auf, die Eule ruft, nur mehr glimmt das Feuer. Spät schlägt die Stund, die Aufmacht zu, denn Schlaf. Ich gehe jetzt einfach mal der Minimap nach. Aua. Entschuldigung, Gerald. Ah, was gibt's denn halt? Es ist noch nicht fertig. Leberspatzensuppen. Passt. Wohin des Wegs? Eines Tages kann Hallo? es Uns richtig 50 sein. Abstand? Also wirklich, Da, die zwei, der holt sie drauf. wenn Sie genug zu essen haben. Warum geben Sie uns dann nicht öfter so Sachen? Okay, das sind irgendwelche komischen zweiköpfigen Hirsche. Ja, Ihr werdet die Herrinnen nicht treffen. Hinfort. grüß dich. Es klart auf. Bist du die Thekla? Na, das ist Thekla. Wer ist da? Deine Mutter. Nun komm näher, Mädchen. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Vergiss es, ich kenne die Antwort. Und die lautet? Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Und wie ist die Antwort? Hat sie schon mal einen Typ gehabt oder nicht? Naja. Wurscht. Ich werde sie begleiten. Ciri, was meinst du? Keine Ahnung. Wenn ich sage, ich werde sie begleiten, irgendwie glaube ich, dass die Alte da was dagegen hat. Machen wir mal das. Ciri? Wunderbar. Wer würde nicht die Herrinnen sehen wollen? Mein Begleiter kommt mit mir. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben. Und er hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Du bist einer mit der Ich Jüngste. weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Ich gehe mit dir, Punkt. Äußerlichkeiten zu enttäuschen. Ich bin würdig. Was soll das alles? Was soll das? Wofür hast du sie ausgewählt? Sag's ihm. Jedes Jahr haben 3 Auserwählte die Ehre, die Herrinnen zu sehen. Und was passiert, nachdem sie diese Ehre hatten? Wenn sie zurückkehren, sprechen sie nicht mehr über Vergangenes. Die Freude beherrscht sie und sie fangen ein neues Leben an. Das Mädchen war nicht die erste, die heute ausgewählt wurde. Aber der Mond steht hoch, also ist sie wohl die letzte. Ich gehe mit dir, Punkt. Äußerlichkeiten können täuschen. Äußerlichkeiten können täuschen. Ich bin badass. Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Und die da wäre? Was ist das für eine Prüfung? Sag's ihm. Du musst in die Höhle hinabsteigen und in den Wassern unter der Erde baden. Und wo ist der Haken? Die Wasser sind tief. Die Wasser sind trüb. Ich habe den Trank Schwertwahl und ich habe den Trank Katze. Also. Mach mal. Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Und was genau soll ich da in diesen Wassern umeinander tauchen? Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Und jetzt bring mir die Münze. Jawohl, Chefin.
Einen Moment kurz, ich bin sofort wieder da, ich muss kurz was erledigen. So, da bin ich ja schon wieder, nein, ich hab bloß, weil ich hänge mein Bettwasch gern bei mir am Balkon aus, aber momentan schaut es aus, als sei jetzt dann gleich ein Gewitter gekommen und da meine ich, ist es nicht verkehrt, wenn man Bettwasch reinholt. Na los, spring. Du willst doch die Herrinnen sehen, oder? Kann ich sie reinschubsen? Was ist los? Irgendwer kommt. Ich will sie gern reinschubsen. Dieses Tier kannst du nicht angreifen. Kommt Ciri, ich hab keinen Bock mehr, gehen wir wieder. Geralt? Geralt? Geh halt. Hui! Nein, nicht Schwalbe, ich brauche Katze. So, dann brauchen wir den Hexer-Modus. Ah, natürlich sind da Gegner. Mal kurz, ich brauche Armbrust. Sind sie die Dudes? Da sind sie die Dudes. Ey, du Arsch! Erst du auf! So, jetzt. Ich darf gerne nur mehr Aufdauer. Nicht cool. Fuck. Ach, was soll denn jetzt die blöde Münzen wieder sein? Ich darf gerne ein bisschen schneller schwimmen. Danke. Warte mal ganz kurz. Muss ich nur mal schnell was machen. Inventar. Ich brauche einen anderen Trank. Hab ich Schwertwahl schon. Nachtschwester, Absud, Donner, Wildcards. Scheiße, ich hab keine Schwertwahl. Okay, dann schauen wir mal kurz ans Alchemie. Ich kann ein grünes Mutagen herstellen, aber das war's auch schon. Scheiße! Ja gut, da muss es ohne gehen. Da. Ah, da haben wir es ja schon. Aber da gab es doch noch was, oder? Okay, ich sehe gar nichts. Ja, drauf geschissen. Schwimmen! Siehst das? Easy. Gut, dann kann ich die Armbrust wieder weg da. Was da? Oh, leck. Das ist das falsche Gebrauch gewesen. Was willst du jetzt? Hau ja ab!
Dick, dumm und hässlich. Ach, was da die bloß ohne mal gewinnen. Easy. Was machst du da? Okay, dann gehen wir wieder nach. Kommen wir jetzt da. Kommen wir jetzt so wieder nach, da, oder? Gehen wir mal da lang. Dann kommen wir in eine Höhle rein. Ich will in keine Höhle rein. Oder? Irgendwie glaube ich, dass ich, oder? Ja, doch, kann richtig sein. Ein Wolf. Ein Powerwolf. Sie werden dieses Jahr nicht kommen. Hund. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Komm, holen wir den Schlüssel. Geralt? Irgendwas ist los. Irgendwer kommt. Ja, Sie sind zurück. Was wollt ihr? Ja, wie, was wollt ihr? Ich hab da scheiß Münzen, du. Ich bin neugierig. Was ist auf dem Gipfel? Sag's ihm. Dort leben die Herrinnen. Aber nur die Auserwählten dürfen sie zu Gesicht bekommen. Das weiß ich. Ich will... Mehr wirst du hier nicht erfahren. Oh, ich hab da scheiß München. Ich habe die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika macht dir das Tor auf. Geht jetzt. Das ging glatt. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in trüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljagd erzählen. Möge das Fest beginnen und bis zum Morgen währen. Was muss denn jetzt da? Sie werden dieses Jahr nicht kommen. Irgendwas ist los. Irgendwer kommt. Das ist auch nicht die Thekla. Na, die hat nur denselben Sprecherin. Ach, ich muss derer jetzt noch. Na, Süße? Sie werden dieses Jahr nicht kommen. Ups, was haben wir jetzt Sei noch? gegrüßt. Ich will nicht mit dir reden. Bitte. Leb wohl. Scheiße. Na, Marika? Hm? Gehen wir jetzt ganz locker lässig dann auf. Ist das auch ein Mädel oder nicht mal Schuhe? Muss da über die Sterne da laufen. Aua. Wo ist eigentlich Ciri? Da ist. Hä? Hä?
Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich bin Batman. Ich habe dort oben etwas zu erledigen. Lass uns einfach durch. Du befiehlst mir? Du? Ein Mensch? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Oren der Verächterin. Ein Todesurteil. Ah, dann hat mich also die Alte doch verarscht. Wieso wundert mich das nicht? Er gibt nicht, das war Zeit. Er gibt nicht, das war Zeit. Okay, der war jetzt nicht sonderlich schwer. Ziemlich harter Kerl. Nein, nicht Wir wirklich. dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, Schnack, Schnuck. Hahaha. Ja was? Ich hab gewonnen. Verdammt, wir spielen nochmal. Nein, tun wir nicht. Imlerit ist gefährlicher als die Mumen. Ich sollte gegen ihn kämpfen. Ich bin nicht schwächer als du. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Hör auf mich. Nur dieses eine Mal. Aber... Kein Aber. Gut. Sei vorsichtig. Du auch. Und möge der Saft in dir sein. Oh, sie hat einen geilen Arsch. Du kannst sagen, was du willst, sie hat einen geilen Arsch. So, gegen wen muss ich jetzt als erstes? Gegen einen Imlerit oder gegen die Mumen? Schaut nach Mumen aus. Ich muss da runter. Ja, dann geh da oben. Jawohl, ich bin wieder Ciri. Habe ich eine Fackel? Habe ich eigentlich über Inventar? Nein, nicht wirklich. Was soll ich machen? Kann ich da oben? Oh. Okay, jetzt muss ich da, schätze ich mal, ja. Was war das? Mehr Fleisch. Ah, anscheinend sind wir da. Wie war er? Er lebte ein Leben der Liebe und kannte keine Bitterkeit. Lecker. Okay, ihr seid so unten durch, ihr habt's lecker gesagt. Ich hasse dieses Wort. Und jetzt hinten ein Arsch schneiden. Ja, passt zwar auch nicht, dass man... Oh na! Wieso seid ihr jetzt wieder so hässlich? Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren.
Dein Geschenke liegt noch auf unseren Zungen. Genug geschwätzt. Au, au, au. Hui. Ist jetzt getroffen? Ich glaube nicht. Hör auf mit Scheiße zum Schmeißen! Du wirst sterben. Hier und jetzt. Aua! Fuck. Hui! Ja, das hat jetzt nicht so funktioniert. Böses Mädchen. Und gleich nochmal. Du wirst sterben. Wie die Ratte, die du bist. Das wirst du bereuen. Das glaube ich nicht. Du stirbst heute Nacht. Scheiße, habe ich jetzt getroffen? Was ist das? Zwei von drei. Aua! Wo bist du denn jetzt? Die Attacke ist echt geil. Das war's? Das waren die großen, starken Moom? Also bitte. Ah, die lebt noch. Oh, nicht die Ketten. Komm her. Jetzt hat die einfach mal Ketten mitgenommen. Verdammt. Ja, verdammt richtig. Okay, jetzt bin ich dran. Imrit ist bestimmt auf dem Gipfel. Ja, deswegen sind wir da. Also. Wo muss ich denn jetzt? Auf den Gipfel. Dort zu dem Baum wahrscheinlich. Ort der Macht. Wo? Also. Ein die Ort Macht der wird der Macht. sein. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, wie wir schon drüber sagen, ja. Und das. Gwen. Gwen ist gut. Weil Gwen benutzt sie, glaube ich, am häufigsten. Rockdigu! Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Natürlich hat er bei seinen Privatveranstaltungen seine Rüstung an. Oh, wie der.
Die Schwestern sagten, du würdest kommen. Sie haben es auf dem Wasser gesehen. Das Mädchen haben sie nicht gesehen. Aber sie ist mit dir gekommen, oder nicht? Ich bin alleine hier. Ja gut, bei ihm bin ich ja, Alor. Die Ciri ist ja bei den Mumen drunten. Ich bin alleine hier. Eine Lüge, die nichts ändern wird. Erst du, dann sie. Oh, das werden wir mal sehen. Wie konnte er durch den Helm überhaupt was sehen? Oh na, wenn schon wieder Schild haben, ich hasse das. Und los geht's. Goller Wodka! Verdammt. Ah, scheiße. Okay, wer soll jetzt das machen? Warte mal, probieren wir was aus. Axt. Nein, das funktioniert nicht. Aua. Das ist aber nicht nett. Jawohl, der hat gesessen. Du hast mein Spätzle umgebracht, du Arschloch. Geh her! Komm, wir haben eh schon auf die Hälften. Über die Hälfte haben wir schon. Oh na, jetzt fängt er mit die Arschlochattacken an. Warum schmeißt er jetzt sein Schild weg? Boah, du Hurensohn! Ah, nicht cool. Boah, Alter! Nein, 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 nein! Wer war's das schon, oder wer? Jawohl, der Geralt, ein Viech! Jawohl! Hey, mein schönes Schwert! Wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Der Hexer, den du erschlagen hast. Jawohl, jetzt wird er gerüstet! Ja, das hast du jetzt mit deinem hässlichen Kiwi. Aua! Ih. Hoho. Ja, ich glaube, das ist nicht gesund. Stufe 28. Nice. Ciri, haben wir es geschafft. Das war jetzt besonders schwer. Wir haben es geschafft. We did it. Gerade so. Wie lief's da unten? Easy. Ich habe nur 2 der Mumen getötet. Die dritte ist geflohen. Mit Wesemirs Medaillon. Meinem einzigen Erinnerungsstück. Gute Idee, hierher zu kommen. Du hast Wesemir gerecht. Wir hatten Glück, großes Glück. Nein, wir hatten kein Glück. Das war pures Können. Also entweder das oder das. Machen wir das. Du hast Wesemir gerecht. Avalach sagt, Rache ist nur dann süß, wenn sie kalt serviert wird. Er hat Unrecht. Jetzt müssen wir noch Eredin finden und töten. Ein Urin für deine Gedanken. Was soll ich nur Yennefer sagen, wenn wir wieder in Novigrad sind?
Sag ihr die Wahrheit. Immer. Ob Triss und Jennifer die Zauberinnen der Loge gefunden haben? Triss. Wir sollten wieder zu ihnen stoßen. Ja, gehen wir noch nicht. Ich finde, wir haben jetzt lang nur Story gemacht. Ich bin der Meinung, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Sidequests. Nicht so schnell. Ich bin alt. Ich muss mich erst ausruhen. Das bist du und das sollst du. Lass uns noch etwas bleiben. Oh. Was tut jetzt Ciri? Läuft sie jetzt mir die ganze Zeit nach? Ach so. Ach so, also muss ich. Scheiße. Kann ich da nochmal hin? Hat der irgendwas fallen lassen, der Typ? Irgendwas, was man mitnehmen kann vielleicht? Ich darf doch gerne nochmal aufgehen. Ah, cool, gut. Gibt's da noch was? Gibt es da noch was? Aber ich glaube nicht. Da war ein komischer Stuhl oder Thron oder was auch immer das hätte sein sollen. Okay. Ja, drauf geschissen. Ja gut, Ciri, dann also, packen wir's. Auf nach Novigrad? Ja. Packen wir's. Ja, lass uns gehen. Gehen wir. Oh, die werden jetzt nicht so begeistert sein, die Dorfbewohner, dass wir eine Chefin umgebracht haben. Die Eiche ist tot. Die Eiche, die Mumen. Ich fürchte, das war euer letztes Fest. Und unsere Eicheln? Ich weiß es nicht, ihr müsst lernen, ohne sie zu leben. Warum das? Eure Eicheln? Keine Ahnung, ist mir auch gleich. Ihr müsst lernen, ohne sie zu leben. Dies ist kein Niemandsland mehr. Es gehört nicht mehr den Herrinnen. Es gehört euch. Aber was sollen wir jetzt machen? Komm, Geralt. Es ist Zeit. Lebt. Für euch selbst. Das sind Anderlinge. Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Die Magier sind weg. Die Jäger brauchten neue Beute. Aha. Hass und Vorurteile werden niemals verschwinden. Und bei Hexenjagden wird es niemals um Hexen gehen. Es geht nur darum, einen Sündenbock zu finden. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderlinge. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihren Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. Aha. Rittersporn, füll die Krüge. Wir haben Gäste. Geralt, Ciri. Als ich hörte, dass Geralt dich gefunden hat. Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen?
Arschlöcher umlegen. Wir haben Imlari zur Strecke gebracht. Wir haben die Mumen von Velen und den General der wilden Jagd zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Morgen. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Ihr solltet euch ausruhen. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mache mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Gut. Wo sind denn die Zauberinnen? Ist etwas Besonderes passiert? Wo sind denn die Zauberinnen? Vor allem, wo ist Triss? Ist außer uns noch jemand hier? Triss und Yen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberinnen zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Ah. Jennifer ist bei der Krüppelkarte. Yen? In der Spelunke? Warum? Sie hat es mir nicht gesagt. Stell dir vor. Stell dir vor. Ah, und dein Elf ist in der Rubin Suite. Ich soll dir sagen, dass er auf dich wartet. Ah. Du hast ihm das beste Zimmer gegeben? Du hast ihm das beste Zimmer gegeben? Er hat nicht wirklich gefragt. Ich hatte ein anderes Zimmer für ihn vorbereitet, aber er ist reingestürmt und hat sich im Rubinzimmer eingesperrt. Seitdem ist er nicht mehr rausgekommen. Isst kaum, trinkt nur Wasser und er hat gesagt, benachrichtige mich, wenn Gwynblade und Zirael da sind. Okay. Sieht so aus, als hätte ich einiges zu erledigen. Alles klar. Okay, hilft Triss, hilft Ciri, hilft Jennifer. Wir helfen jetzt mal niemanden. Wir schauen mal, was wir an Nebenquesten offen haben. Der zarte Hauch des Bösen. Das müsstet ihr ja auch mal langsam mal kennen. Das Dilemma. Schauen wir mal, was haben wir denn da noch? Fliegende Fäuste, Skellige, Schocktherapie im Wolfspelz. Ja, die scheiß Werwolf-Quest, die können mir am Arsch lecken. Repariere, bla bla bla. Was haben wir denn Hexeraufträge noch? Machen wir mal das da. Ach, wäre mein Mann doch so mutig. Bitte euch. Dann würde er Monster töten. Aus welchem Dorf kommst du? Beiden. In Temerien. 2 Tage von Büsima entfernt. Nilfgaard ist vor dem Winter dorthin gekommen. Jetzt wollten die Schwarzen nichts Böses. Bis Scharmützler ihre Garnison angegriffen haben. Dann haben sie unsere Hütten angezündet. Warum? Ihr hattet ihm doch nichts getan. Angeblich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. Danke für die Hilfe, Geralt. Wir hätten den Bastard sonst nicht geschnappt. Welcher Bastard? Ja, vielleicht vom Ding, dieser Attentäter, der wo die Frauen. Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Ja, Wahnsinn, gell? Brutal. War was zum Schnellreisen, Ski. Mal kurz. Oh, da gibt's noch Quest. Entschuldigung. Vielen Dank, Geralt. Immer. Für was auch immer. Eine Frechheit. Achtet uns den halben Tag auf. Ihr verfault das Obst auf dem Wagen. Also weiter, dann Landesweltmeister. Was du getan hast. Ich habe gar nichts getan. Meine Herren, bitte. Zurück! Wag es nicht, dich einzumischen. Bitte. Ich habe Frau und Kinder. Gnade. Zu spät, Giftmischer. Du musst...
Was los? Was ist hier los? Was ist hier los? Dieser Däuner hat Fistech an ein paar junge Elfen verkauft. Kontaminiertes Zeug, das alle anderen Konsumenten umgebracht hat. Lüge! Die wollen mich töten und mein Gold stehlen. Hilf mir, bitte. Du hast Gift verkauft. Schade, dass du nicht gesehen hast, wie die jungen Leute unter Krämpfen gestorben sind. Ihr seid doch alle... Ihr Elfen verachtet Menschen doch. Ihr wollt euch rächen. Aber der Untergang eurer Zivilisation ist doch nicht unsere Schuld. Halt den Mund, Giftmischer. Ihr habt keinen Beweis. Macht mit ihm, was ihr wollt. Mal nachsehen, ob er Fistech dabei hat. Lasst mich nachsehen, ob er tatsächlich Fistech dabei hat. Hat er Wir Drogen haben dabei? ihn schon durchsucht, sogar die Stiefel, aber nichts. Der Bastard hat alles verkauft. Aber das macht ihn nicht unschuldig. Macht mit ihm, was ihr wollt. Ihr habt keinen Beweis. Ich sehe keine Beweise dafür, dass er jemandem Fistech verkauft hat, geschweige denn vergiftetes. Ihr könnt ihn nicht... Oh, im Schädel! So kehrt sie das. Danke, Hexer. Verdammte Elfen, denen ist jede Entschuldigung recht, um mich auszurauben. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Aha. 50 Euro haben wir gekriegt. Oh, heute die haben was fallen lassen. Es gibt eigentlich auch noch irgendwas. Wirft meiner Helga lüsterne Blicke zu? Was? Verdammtes Spitzohr! Lass mich. Ich habe sie nicht mal angeschaut. Oh, nur Schluss. Quest. Lasst ihn in Ruhe. Oh, haben wir da einen Anderling-Versteher? Ich hab grad 3 Anderlinge umgebracht. Ich sagte, lass ihn in Ruhe. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Lasst ihn. Hey Jungs, hier ist einer scharf auf Dresche. Zeigen wir ihm, was in Novigrad mit Mutantenfreunden passiert. Okay. Ich frage mich jetzt gerade, ob das... Wo einer ist, da braucht man nur zu spucken und schon trifft man den nächsten. Und die waren ja nur einfacher. Danke, Fatgern. Wenn du nicht eingegriffen hättest, hätten sie mir die Ohren abgeschnitten, wie Fehler. Oder schlimmer. An eurer Stelle würde ich jetzt noch gerade verschwinden. An eurer Stelle würde ich Novigrad verlassen. Was soll man dazu sagen? Setzen dir die Anderlinge auch zu? Mir? Nein. Dem ewigen Feuer, ja. Noch haben sie andere Sündenböcke, die sie verbrennen, aber bald werden sie euch holen kommen. Das glaube ich nicht. So weit würden sie nicht gehen. Doch. Ich war 1268 in Riva, während des Massakers. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Passt auf euch auf. Was meinst du damit? Was soll ich tun? Das Haus nicht verlassen, den Weg freimachen, um die Menschen vorbeizulassen? Lebt wohl. Gern geschehen. Okay, also, wie gesagt, ich frage mich, ob das jetzt wirklich Zufall war, dass man jetzt bei einer Quest Anderlinge umgebracht hat und bei der anderen einen Menschen, oder ob jetzt das beabsichtigt war. Aus dem Wasser empor steigt das stolze Ross. Laufplätze! Ja, was los? Das ist ganz anders. Na gut, das ist jetzt nicht so weit, aber drauf geschissen. Dong, dang, dung.
Honigwabe. Jawohl, der Geralt, der langt da einfach. Nein, der braucht keinen Schutz. Ich bin eine Biene. Was machst du da? Ich bestäube dich. Du bist gefickt. Ich latsche jetzt durch dein Wurzen. Ich latsche jetzt durch dein Wurzen. Oder ist das Wurzen? Na, das ist irgendwas. Keine Ahnung. Sind deine Arschhaare auch grau? Was? Auf dem Zaun hinterm Hof hockt der Hahn und kräht. Ich komm zu dir, mein hübsches Ding, sobald es eben geht. Wer denkt sich solche Lieder aus? Hui. Wo ist denn das Spukhaus jetzt da? Ich sehe hier weit und breit kein Haus. Geschweige denn eins, wo spuken soll. Händler! Hey Händler! Was hast du? Sei gegrüßt. Was hast du dabei? Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ich kann dir mehr was verkaufen, gell? Ja, das ist ja gut, weil das wollte ich ja gar nicht verkaufen. Okay, gut. Ich möchte auf das Schwert. Draufgeschissen. Okay. Fertig. Leb wohl. Sagen wir wieder ein bisschen zeitlos geworden. Ah, da ist das besagte Spukhaus. Das ist also das Spukhaus. Genau. Und was in diesem Spukhaus drin ist, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Für heute machen wir Feierabend. Gut. Wie immer bedanke ich mich bei den Leuten, die da waren fürs Zuschauen. Bei den Leuten, die vielleicht das irgendwann mal sehen fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Servus.